Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Hui, da haben wir mal wieder die 10.000er Marke fast erreicht an Einnahme. Ziemlich lukrativ, würde ich mal meinen, ne? Perfekt. So, der Herbst neigt sich dem Ende zu. Heute ist noch die Geisternacht. Und morgen ist nichts, aber der letzte Tag. Sandys Geburtstag. Den hätten wir jetzt noch neu dazu gekriegt. Hätte ich das noch hingekriegt mit dem Tresorraum. Aber so what. So, morgen wird es den ganzen Tag regnen. Finde ich super. Müssen wir morgen nicht gießen. So. Ach, gut. Das sieht doch schon mal super aus. Die ganze Kürbisernte und die Feerrose sind erledigt. So, das bisschen Gieße können wir hier auch noch machen. Da ist nämlich nur noch der Ende Senfkohl. Da haben wir nichts. Ja, da gießen wir jetzt einfach nochmal in der Hoffnung, dass das Zeug auch noch kommt. Und Preiselbeere könnte man eventuell mal ja auch nochmal Glück haben, dass das nochmal kommt. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Also mit Gieße müssen wir definitiv nicht so viel Zeit verschwenden. Da ist heute nicht mehr so viel. Das ist eigentlich das letzte Mal Gießer, weil am 28. Tag ist dann sowieso Latte. Da können wir dann genauso gut auch einfach nur uns andere Sachen widmen. Können uns die Energie sparen. So. Gehen wir mal da hier. Ja, die Eisenbahnen sind natürlich auch gut. Oh, ein paar Brombeere. Diese arg chillige Musik hier für den Herbst. Unseren Apfelbaum, das heißt die 3 Äpfel haben wir heute erreicht. Jo. Leberwurst. Bitteschön. Jo. Gehen wir noch dort hier zu euch. Was sagt das Kuhvolk? Große Milch. Ah, jetzt habe ich die Synchron sozusagen gemolken. Schwangerschaft erlauben. Ah! Modo. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich das auch. Ich hätte gedacht, das wäre ein Melk-Button, aber es ist anscheinend ein Kuhherz in Form von einem Euter. Okay. Gib bitte große Ziegemilch. Ah, immer noch nicht. Ah, die ist ziemlich hartnäckig hier. So. Warte mal. So machen wir das. Ihr dürft raus. Und das machen wir mal durch rein. So. Jetzt kommt es auch hier nämlich zu epischem Kuhkampf. Kuh gegen Huhn und so. Gibt es jetzt nämlich hier. Nein, nach wie vor möchte ich die Eier nicht roh essen. Ich bin kein Boxer. Hier ist alles wunderbar. Alles klar. Dann Heu. Und wuppdiduppdiduppdidu. Und weiter geht's. Also wir warten beim Gewächshaus eigentlich nur noch auf die große Ziegenmilch. Dann ist das soweit. So. Dann erstmal ein bisschen Kruscht verkaufen. Zum Beispiel das. Die 9 gute Kürbisse. Da machen wir mal auf 15er. Weil Abigail können wir immer noch einer geben zwischendurch. Apropos, sie kriegt heute auch noch einer. Gefrorene Trainer. So, das kann Reihe. Feenrose. Ah ja, hier. Machen wir noch Annie Reihe. Die silberne heben wir mal auf einfach. Man weiß ja nie. So, weg damit. Das kann fort, ja. Noch ein silberne Feenrose. Dann hat man immer noch einen Apfel, genau. Dann sind wir nämlich bei 3 Äpfel. Dann das Teerkan Dotti. Das wird ins Museum noch bei Gelegenheit gebraucht. Aber heute können wir sowieso nicht in die Stadt gehen, weil die Vorbereitungen laufen. Das heißt, wir machen hier nochmal zack und zack. Das haben wir wohl vergessen. Und statt Holz machen wir jetzt nochmal hier die durchweichte Zeitung rein. Okay, Holz haben wir direkt hier vor Ort. Alles klar. Gut, wir nutzen jetzt die Zeit. Wir gehen nochmal runter in den geheimen Wald. Schnetzeln dort noch ein bisschen Hartholz nieder, was sich uns so grausam in den Weg stellt. Und dann
Gucken wir mal, ob wir nicht die 100 erreichen können. Wie viel haben wir dann? 84. Ich glaube, das wird nix. Weil wenn wir die 100 erreicht hätten, würde ich sagen, komm, wir gehen noch zu Robin und wir machen noch einen Stall. Aber schauen wir mal. So, wir haben Voi, genau. Ich glaube, die gefrorene Träne können wir erst morgen bei Gunther abliefern, weil alles, was mit der Stadt zu tun hat, ist heute nicht. Weil die Geisternacht vorbereiten. So. Lass mich in Ruhe, du Schleim. So. Als weiter. Ich will mit euch eigentlich nichts zu schaffen haben, ihr Viecher. Och, nö. Die provozieren das doch immer. Ihr provoziert das jedes Mal, dass ich euch abschnetzel, obwohl ich das nicht mal will. Suchen hier die ganze Zeit Zores und Händel mit mir, die Viecher. Du, dabei will ich gar kein Händel haben. Das ist übrigens auf Pelzig Händel, heißt so viel wie Streit sich sogar, ne? Oder mit jemand Händel habe, wie mit jemand im Clinch liege. Und Zores ist eigentlich auch Sorge, ne? Habe ich nicht genug Zores. Das ist übrigens nicht wirklich was Pelziges, das ist was Jiddisches. Das kommt tatsächlich aus dem Jiddischer. 4 Hartholz brauche ich noch. Verflixt nochmal. Irgendwo müsste ich dann nochmal 4 Hartholz herkriegen. Möglicherweise hat sich auf unserem Hof irgendwas spontan gebildet. Oder hier gibt es noch ein bisschen Hartholz abzustauben. Schauen wir einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, ob wir hier nicht möglicherweise einen Hartholzklotz oder so finden. Nix. Alles nix. Okay. Eigentlich müsste das jetzt wirklich nicht so schwierig sein. Ich brauche ja nur noch 4er, ne? Dann für extra Mäue dann nochmal hier latsche. Ätzend. Und Sonntag ist die dann eh wieder nicht im Laden und deswegen, nee. Ich befürchte aber, hier wäre man nicht fündig, was Hartholz angeht. Könnte man eher noch Glück haben, das bei uns auf dem Hof zu finden. Sieht nämlich echt nicht so gut aus. Was geht im Hutladen ab? Gucken wir doch mal durch. Okay, gute alte Kappe. Coole Kappe, glücksbringende Schleife, Schmetterlingsschleife, Tropikklammer, Südwester, Cowgirl-Hut. Nee, lass mal. Da ist nichts Wirkliches für uns dabei, ne? Okay, schade drum. Da muss ich wieder zurück zum Hof. Und muss gucken, ob nicht bei uns auf dem Hof irgendwo spontan Hartholzstumpf gewachsen ist. Ansonsten zum Gemeindezentrum kann ich heute eigentlich auch nicht, weil das gehört zum Gebiet von der Stadt. Und do ist heute zu. Verflixt nochmal, prähistorische Schulterplatte. Okay, das geht auch an Gunther. Alles klar. Schön. Gut. Wir machen uns auf den Weg und auf die Suche, die epische Suche noch um Hartholzklotz. Dann scheinen wir aber hier nicht zu finden, ne? Nö. Aber ich sehe noch ein bisschen Mais, den ich übersehe habe. So. Aha. Und Weintraube habe ich anscheinend auch fett übersehe. So. Ja, die habe ich ja gar nicht gegossen. Naja. An sich ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ach cool, nochmal Batterie. Alter. So, dann kommt doch nochmal die Ziegemilchreihe. Und habe ich noch andere Milch? Ja. Die kommt dann auch hier rein. Weil ich habe jetzt so 4 Milchproduktionen. Dann das hier. Und die Ente wechseln sich jetzt ab mit dem Eierleger. Okay. So, was kann rein? Das kann alles rein. Pilze machen wir auch rein. Der Mais sowieso. Käse und Weintraube packen wir auch rein. Mais kann weg. Schleim kommt auch fort. Ah, okay, cool. Da sind 3 Fackeln entstanden. Und hat man nicht noch irgendwas, um das hier reinzuschmeißen? Ja, genau, zerbrochen die Brille. Die packen wir doch glatt mal hier rein. Und mit den Fackeln machen wir mal Folgendes. Wir machen hier eine hier, wir machen da eine hier.
Und wir packen hier einfach mal eine hier. Dann ist wenigstens mein Haus erleuchtet. So. Da haben wir wieder 2 mal Preiselbeer. Kreide mit. Batterien müssen dann hier gewesen sein, genau. Preiselbeer, zack. Okay. Das heißt, Mäue können wir auf jeden Fall nochmal ein paar Hartholzklumper zerfetzen. Irgendwo ist noch was spontan gewachsen. Ah ja, Honig. Okay. Und wahrscheinlich unten nochmal irgendwas in die Recycle-Maschine. Da holen wir gleich mal ein bisschen Müll nochmal raus. Hier zerbrochene CD. Das gibt normalerweise immer, genau, verfeinerte Quarz. Dann gießen wir jetzt hier nochmal ein letztes Mal. Mäue können wir uns den Quatsch sparen. Ah, da ist nochmal ein bisschen Mais. Ah, man sieht es immer so schlecht. Oder? Also ich persönlich finde immer, man sieht es so schlecht. So. Dann können wir hier nochmal... NC3 mindestens, ne? Ja. 4 sogar. Wir brauchen 4. Dann machen wir jetzt nämlich den hier weg. Kommt das dort hier. So, da ist hier nämlich auch endlich fertig. Gut die Sache. Aller Hopf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute oben nur ein bisschen beschäftigt, sein bis zur Geisternacht. Und dann stellt euch heute auf jeden Fall einmal auf eine lange Episode ein. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache es folgendermaßen, dass ich die Episode heute nur der Geisternacht widme. Und die Episode morgen macht der letzte Tag im Herbst und wir fangen direkt mit dem Winter an. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. So, unseren Honig kommt hier rein. Ich wollte noch ein bisschen Müll haben, wie die zerbrochene Brille. Dann ist der ganze Scheiß nämlich auch endlich mal zu irgendwas zu gebrauchen. So, dann hier weg. Und alles weg. Und ich muss sagen, unsere Zäune halten eigentlich auch ziemlich gut und lang. Ich mache mich jetzt persönlich einfach nochmal auf die Suche noch ein bisschen Hartholz. Nachdem ich jetzt hier alles ein letztes Mal gegossen habe. Die Episode morgen können wir dann das Suche noch im Hartholz nochmal mit, wenn wir heute nämlich fündig wären, dass wir in den geheimen Wald reingehen. Das letzte bisschen Hartholz schlagen und dann unseren Stall errichten lassen. Bin ich sehr dafür. Und dann nochmal den Kruscht hier wegbringen, Gemeindezentrum und Gunther. Und an Abigail würde ich eigentlich auch noch ganz gern was geben. Ah ja, hier sind wir auch schon wieder soweit. Sehen wir mal, wie schnell das Zeug hier sich vertreiben lässt. So, das letzte Treibholz holen wir jetzt hier raus. Weil deswegen, wegen dieser Recycle-Maschine, habe ich gedacht, man kriegt dieses verfeinerte Quarz wirklich nur so. Okay, ich gucke jetzt gerade mal, ob Abigail hier möglicherweise noch steht. Nee, aber dafür haben wir ein bisschen kruscht wieder. Weil ich muss sagen, ich persönlich mag das eigentlich auch ganz gern mit der Geisternacht. Und dafür werde ich mir auch einfach nur die Zeit nehmen wollen. So, gut. Sehr schön. Die Zeit, bis die Geisternacht anfängt, die gucke ich mich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen um. Und dann wird die Episode heute nicht ewig lang. Weil hier 20 oder 25 bis 30 Minuten könnte das hier wieder dauern mit der Geisternacht. Und dann nochmal 20 Minuten hinter dran. Von der anderen Episode, dann sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde und irgendwann kann ich einfach nicht mehr die Grenze ziehen, wann Schluss ist. Und land im Endeffekt dann und sagt dann irgendwann, ach, jo, scheißegal, irgendwann sind nach die 50 Minuten Episode scheißegal. So soll sie dann auch nicht kommen, finde ich. Man muss schon bewusst irgendwo auch die Grenze ziehen. Und das gehört auch mit dazu, dass man dann auch wirklich wohl so konsequent ist und sagt, okay, dann gibt es halt nur eine 25 bis maximal 30 Minuten Episode, aber so what? Ist doch absolut egal. So, das bisschen Holz schlagen wir hier auch noch, was lose rumliegt. Und dann haben wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen produktiv was hinter uns. So, runter damit. Und die Jungbäume, die werden immer wachsen gelost.
Gut. Und im Winter, also ich finde auch generell die Teilung dann nicht schlecht, dass man nur einen Tag hier für die Geisternacht, also sprich für Halloween nehmen. Und dass wir morgen dann einfach den letzten Tag vom Herbst ganz gemütlich hin. Und dass wir auch ganz gemütlich dann der Anfang vom Winter hier nochmal begehen können als Episode-Reihe. Finde ich gut so. Also dass ein anderer Episode Abschied vom Herbst gäbe ist und dass wir direkt der erste gemütliche Tag im Winter anfangen. Weil bis zum Gewächshaus sind wir darauf angewiesen, dass die Gut Resel ihr große Ziegemilch gibt. Wenn die nicht gibt, dann ist das auch erstmal nichts mit Gewächshaus. Aber ich denke, im Winter werden wir definitiv dazu kommen, dass man das Ding hin. Heizgeräte haben sie ja alles, heißt, dann geht's auch gut. Geisternacht hat angefangen. Alle hopp. Quatsch, das brauchen wir hier nicht. Das kommt aber durch rein. Entschuldigkeit. So, das kommt durch hier. Dann schaffen wir nochmal ganz schnell Ordnung hier. Machen das Zeug einfach nochmal do zusammen und so rum. Okay, gut. Dann nix wie hier zur Geisternacht und Spaß gehabt wird. Okay. Gruselig. Aber Tante Mani, ich will ins Labyrinth. Ich hab keine Angst. Hallo Ackermann, hast du einen produktiven Herbst? Es wird langsam ziemlich kalt. Die Pflanze werden nämlich viel länger durchhalten. Was hat Pierre? Vor 5000 gibt es so Sammlervogelscheuche in Hexeform. Finde ich gut. Holen wir uns. Blaupause für Kürbislaterne. Ach, die holen wir uns. Ist besser, wenn man weiß, wie man was herstellt, als das Ding einfach nur so zu kaufen. So, ein bisschen Geld wieder rausgeschmissen. Ich hab viel zu viel Angst. Ach du liebe Zeit. Gut, dass ich die dann doch nicht heirat. Geh nicht so nur an den Käfig. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Skelette bewegen. Gruselig. Tja, siehst du mal, ne? Hier die Gespensterkamerade. Die hat er original aus der Mine gefischt wahrscheinlich hier. Ja, und jetzt Kürbisbier mehr. Schon alles Leerstoffe, du erbärmlicher Säufer. Einer von meiner Iridiumkeule wird kurzer Prozess mit den Teile machen. Ja, ich glaub's da. Ich glaub's da sogar wirklich. Ja, die sehen aber schon ziemlich ordentlich aus, die Skelette. Und da unten hat sich jetzt wohl auch ein Buffet gebildet. Ich erschrecke mich so leicht, ich lasse das verfluchte Labyrinth lieber die jüngeren Leute. Aber ich weiß nicht, irgendwie könnte ich schon nicht richtig essen, wenn ich wüsste, dass da so Monster drin eingesperrt sind, die eigentlich dort dringend raus wollen. Vincent ist beleidigt, weil ich nicht in das verfluchte Labyrinth lasse. Aber ist doch nur so klar. Der Winter ist ja schon fast da. Die beste Zeit, um ein bisschen Holz und Stähl zu horten. Ich hab Maro schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ach, keine Angst. Ich find's toll, mit Kürbisse zu kochen. So interessant, die Frucht. Das stimmt aber. Ich mag das auch unglaublich gern, vor allem als Kürbiscremesuppe. Ah, hallo Ackermann. Es ist schon ziemlich kühl, was? Du? Ich könnte ja jeder Veranstaltung mit kostenlosem Essen, du wirst mich aber definitiv nicht im verfluchten Labyrinth finden. Servus, Ackermann, war schon im verfluchten Labyrinth. Es ist ziemlich gruselig. Der merkwürdige Mann, der in dem Turm haust, der hat das alles selber auf die Beine gestellt. Hat niemand in die Nähe gelassen, während er das geschafft hat. Ah, das ist dann vom Rasmodius. Meine Mama lässt mich nicht ins Labyrinth. Tja, selber schuld. Was ist mit dir? Hi, Entschuldigung, mein Mund war... Oh, Entschuldigung, nochmal. Hi. Entschuldigung, mein Mund war voller Brombeere. So ist es dann richtig betont. Magst du die Kürbislaterne? Ich habe sie selber geschnitzt. Interessant. So, na. Oh, das Seppel hat noch was zu sagen. Aber auch irgendwie ziemlich cool. Ja, ich habe schon selber gegen die gekämpft. So cool sind die jetzt auch nicht, aber für jemanden, der es das erste Mal sieht, allerhaupt. So, Labyrinth. Ah, der Arzt. Oh, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen zu viel Schiss gehabt und wollte mich hier verstecken, aber verrot es bitte niemand. Gefundenes Fresse für die Klatschpresse hier im Dorf, ne? Okay, die Kürbislaterne hier. Da aber die Spinnen. Igitt. Finde sowas auch ganz furchtbar. Mit so, je größer, desto ekliger, habe ich, glaube ich, mal in Lufia gesagt beim Kampf gegen die Tarantula. Hier bin ich ja schon mal lang gegangen. Nee, warte mal. Ich hab mich verlaufen.
Oh je. Dass sie sich hier schon verlaufen hat, aber das ist ach geil hier mit deiner Hand gemacht, oder? Ja, noch so eine Narbe drauf hin. Drüber ist ein Fernseher, wo dann so ein kleines Monster erscheint, so à la Jumpscare. So was hasse ich ja wie die Pest, jetzt mal ohne Witz. Das war so Anfang der 2000er üblich. Und ganz, ganz groß im Kurs, dass mal jemand so ein Video geschickt hat. Was ist du? Das war gewöhnt, das war üblich. Das war so damals so ein kleiner Hype, dass mal jemand ein Video schickt, wie zum Beispiel, du hast einen Liedtext und man muss immer näher dran gehen, weil der Text immer kleiner wird. Und zum Schluss gibt es dann so ein Schrei und so Fratze, wie das Mädel aus der Exorzist erscheint dann. Ich habe das gehasst und hasse das bis heute aus tiefster Seele. Die Dämpfer aus dem Kessel, die machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Dann hör auf hier an dem Hexerkessel rumzuzeln, der dich heim macht. Ja, da können wir nicht rein. Schade. Und hier geht's wieder weiter. Immer der Geisterlichter weiter. Ah! Oh je, oh je. Jumpscare-Fernseher. Da drüben ist irgendetwas Merkwürdiges. Aber wie komme ich doch hier? Es muss hier irgendwo ein geheimer Durchgang geben. Ja, höchstwahrscheinlich. Was mit dir, Abby? Ich kann nicht weiter. Spinne. Mhm. Igitt. Okay, das sind auch noch so gelbe Spinnereier dann angedeutet. Ah, ist das eklig. Also wenn eine Spinne so Größe hätte, ich steht renne und noch mal renne. Ey, es wird so eine Art Friedhof aufgebaut worden. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Ich hätte schwören können, jemand war vor mir auf dem Weg durch das Labyrinth. Wo ist der denn hier? Oder sie? Ne, hier Fragezeichen. Joink. Hier geht's durch die Hecke. Und hier geht's außerdem auch noch durch die Hecke. Hier geht's allerdings nicht weiter. Entschuldigung. Und dann müssen wir uns hier rumschlachen. Und da oben sind auch der Rasmodius und der Linus. Mit denen kann ich aber leider nicht sprechen. Und so, was haben wir dann hier? Goldener Kürbis. Du erhältst goldener Kürbis. Ja, jetzt habe ich die Kiste auch noch zusammengeschwart. Ansonsten ist hier nichts mehr. Das Labyrinth wird damit gelöst, aber ich muss sagen, ich finde einfach das Ambiente hier ziemlich geil. Wie dieses Labyrinth gemacht ist mit der coole Retro-Grafik. Also ich mag's. Mir gefällt's einfach. Ja, leider komme ich zu denen nicht hoch. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Weg gefunden, wie man zu den zwei Hansel da hochkommt? Ich hab bisher beim besten Wille noch keinen Weg gefunden, wie ich zu denen hoch kann. Und hier ist sowieso alles dicht. Das heißt, man kommt hier auch nur in den Labyrinthbereich. Aber ihr kann ich jetzt nicht angeben und zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. Das geht leider nicht. Und Abkürzungen funktionieren hier Anime. Alle hopp. Dann hätten wir den goldenen Kürbis hier abgestaubt. Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzer. Das heißt, theoretisch, wir können ihn verkaufen. Wir können auch jedes Mal, wenn hier Fright Night ist, können wir auch jedes Mal wieder den goldenen Kürbis gewinnen. Das ist absolut kein Problem. So, mit euch kann ich nämlich sprechen, außer mit dir für Kürbislaternen. Ich bastel nehmen wir jetzt auch noch mit. Und ansonsten kann ich mit keinem mehr retten. Mit dem kann ich auch nicht mehr retten. Und einen anderen Weg raus gibt es hier ja auch nicht, ne? Ich habe dann immer mal gedacht, eventuell gibt es hier irgendeinen Weg, der uns rausführt und wo ich zu den zwei Hansel komme, aber nee, der verdeckt ja auch hier alles. Also zu Linus und Rasmodius komme ich einfach nicht. Dann würde ich aber auch schon sagen, das war die Geisternacht. Wir haben alles erledigt. Entschuldigung. Oh je. So, dann schmeißen wir nämlich auch der goldene Kürbis hier rein. Und unsere tolle Kürbislaterne. Schauen wir mal, dass wir die noch irgendwo schwer unerkriegen. Möglicherweise hier. Du hast ja auch ein kleines Lichtel, was er ausstrahlt.
Und ansonsten würde ich noch sagen, wir kloppen dennoch weg und machen dort für die Sammelvogelscheuche hier. Wobei, ne? Wobei, wir machen das anders. Wir machen dort die normale Vogelscheuche hier und machen hier die 2 Sammelvogelscheuche hier. So, Sammel 2, das Sammel 1 und ansonsten, ich überlege gerade, die anderen Vogelscheuche, die brauchen wir ja hier eigentlich nicht, ne? Die stehen ja soweit eigentlich alle ganz gut. Dann machen wir die doch einfach mal dort hier. Damit wir da nämlich auch nochmal Schutz für die nächste haben. Okay, dann ihr liebe Leute. Wenn es jetzt nur eine kurze Episode war, dann war es nur eine kurze Episode, dann ist dem ebenso. Und wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley. Aufpelzig zum letzten Tag im Herbst und zum ersten Tag im Winter. Also machen's gut und bis immer mal wieder die dicke Mäntel raushole. Winter is coming. Iron Yankee.